Hey liebe Leute, Mr. J und Mike und herzlich willkommen bei einem TDM von Battlefield 4. Ja, ich habe zwei Themen, und zwar Thema Nummer 1, ich warte sehnsüchtig aufs COD Ghost, das jetzt in jedem Moment eigentlich im Briefkasten ankommen. Und Thema Nummer 2, wir sehen es hier hinten, Battlefield 4. Ja, ich habe es mir gezogen und es geht nicht mehr lange, bis ich selber gefechteln kann, fighten. Ja, ich muss 4 Wochen in den Weg haben, und zwar ab dem nächsten Montag. Das heisst, ich muss zwungenermassen leider gerade wieder eine Pause anschliessen. Ich hoffe, ich kann jetzt genug Videomaterial holen, also mit Battlefield 4 und COD Ghost, damit ich euch in diesen 4 Wochen nicht ganz alleine lassen kann. Und ja, ich werde mich vielleicht, ich denke mal, nein, höchstwahrscheinlich werde ich mich doch auch im WK schnell melden und werde mal ein bisschen zeigen, was ich vielleicht so mache, wenn ich das irgendwie hinbringe, ohne dass ich irgendwelche Sachen, wie sagt man, verletze so recht. Ich weiss nicht was, man sollte ja eigentlich Militärsachen nicht filmen. Aber vielleicht bringe ich das irgendwie so hin, dass man es kann. Und ja, Battlefield 4. Ich muss sagen, gegenüber Battlefield 3 gefällt es mir um einiges besser. Bis halt auf die Steuerung. Die Steuerung ist ein bisschen anders, also schon fast ein bisschen komplizierter. Die Fahrzeugbewegungen werden eigentlich nur mit dem Joystick gemacht. Also Gas geben und lenken eigentlich nur mit dem linken. Was dazu führt, dass man eigentlich das Fahrzeug gar nicht mal so wendig bewegen kann. Ist, denke ich, aber auch eine Gewöhnungssache. Man kann es umstellen. Dafür kann man nachher einfach nicht mehr wirklich richtig gut schiessen mit den Schultertasten, aber auch dort, sage ich mal, wieder eine Gewöhnungssache. Wieso sie das haben müssen wechseln, das haben wir auch überlegt. Es kann gut sein, dass das wegen der Befehl ist. Man kann jetzt bessere Befehle geben mit der Schultertaste R2. Das heisst, man muss nicht mehr immer einen Sani suchen, um Select zu drücken, damit er merkt, ich brauche Verbandsmaterial, sondern man kann gerade sagen, man braucht einen Sani. Wieder wie in Battlefield 2 die verschiedenen Befehle. Plus ein anderer Pluspunkt, den ich finde, die Leute sterben dann schneller. Dafür ist der Recoil ein bisschen höher, also ein bisschen realistischer gemacht, und ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte. Die Helikopterflüge zum Beispiel. Es ist alles ein bisschen langsamer. Also wirklich zwischen Gebäudeflügen, wie wir es in Battlefield 3 kennen, ist schwerer geworden. Also man muss wirklich im Griff haben, wenn man da noch irgendwie den Stinger oder den Javelin, wenn man markiert worden ist, will entgehen. Da haben wir es gerade schnell gesehen, das sind Befehle. Wenn man lang drücken bleibt, dann kann man sie auswählen. Wenn man nur kurz anklickt, kann man eben die Gegner markieren. Und ja, schnell zurück zum Heli. Es ist um einiges schwerer geworden, dafür um einiges realistischer. Dann ein Zusatz-Pluspunkt, den ich diesem Game muss geben, ist der Sound. Der Sound ist legendär geil. Seht das von den Fahrzeugen, von den Schüssen. Also man hört wirklich einen Helikopter und es ist nicht einfach ein monotones Brummen von Propeller. Also Propellergeräusch passen sich an der Steuerung an, ob man jetzt aufsteigt oder absteigt. Wirklich saumässig gut gemacht, da lohnt sich wirklich ein Dolby Surround Headset oder halt Dolby Surround anlassen. Ja, vorher habe ich gerade noch einen Punkt gehabt, wo mir jetzt gerade entgangen ist. Befehl habe ich gesagt, Fahrzeug habe ich gesagt. Ist ja nicht so wichtig. Also ich würde es einfach jedem empfehlen, der Battlefield 3 cool gefunden hat. Es sieht wirklich ähnlich aus, das muss ich sagen. Und jetzt ist mir gerade der Punkt eingefallen, den ich vorher noch sagen wollte. Wir kennen es alle, oder? Auf einer Map, wo 2 Helis rum sind, einer von den Verbündeten und einer von den Gegnern. Man kann wirklich nicht mehr die anderen Helis klauen. Man kommt sogar, auch wenn man mit dem Heli in die Zone hineinfliegt von den Gegnern, wird die Zeit abgezählt. Das wird also verdammt knapp. Entweder macht man es wirklich mit dem Chat oder man lässt es sein, aber mit dem Chat kommt man meistens nicht wirklich so gut hin, dass man die Helis holen kann. Und was auch ein guter Punkt ist, ab und zu gibt es die Maps, wo es eigentlich nur einen Helikopter gibt. Das heisst, man muss die ganze Base einnehmen, bis man dann eigentlich zum Helikopter kommt und den kann brauchen. Und das wiederum ist für mich ein mega Pluspunkt, damit sich immer mal wieder ein bisschen Spiel verlagert.
damit es da nicht immer nur um eine Base geht. Und wenn man dann die Base eigentlich hat und man merkt, man wird wieder angegriffen, dann kommen wirklich alle auf die Base und um sich dann wirklich verteidigen hat man dann auch den Helikopter. Das finde ich mal saumässig genial. Da leider der Wechsel zu der Pistole ein bisschen spät gewesen, aber so schlimm nun auch wieder nicht. Das Endresultat ist dann, wenn es mich nicht täuscht, das 21:7, also eigentlich fast ein Viertel von dem, was wir erreichen müssen, haben wir gemacht. Sicher mal nicht schlecht. Ja, eben, die Grafik mal wieder mit Frostbite Engine, ich glaube es 3, wenn es mich nicht täuscht, ist wirklich lobenswert, was sie da alles gemacht haben an der Grafik. Gefällt mir wirklich, die Schatten- und Lichtverhältnisse sind wirklich cool. Ich erinnere mich ein bisschen an Crysis, wo ich noch das erste gespielt habe, zwar auf dem Laptop, ich weiss, ich habe PC und wie sagt man, und Konsolen nicht vergleichen, aber mich dunkt es einfach, es ist wirklich saumässig gut gelungen. Und auch da, der Griff zu der Pistole ist ab und zu wirklich immer noch besser als Nachladen. Ist zwar nicht so schnell, aber die Pistole ist dafür immer saumässig stark. Ausser man muss natürlich gerade nachladen, aber auch den verwünschen wir und bekommen Punkte über. Ja, apropos Punkte, nochmal ein neuer Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Früher hat man ja Punkte vom Fahrzeug nur dann bekommen, wenn er kaputt gemacht worden ist. Also das heisst, man macht ihm 70 Schaden, bringt ihn aber nicht ganz um. Wenn er dann kaputt gemacht wird, bekommt man 70 Punkte. Das ist jetzt im Battlefield 4 anders, man kommt dauernd Punkte über. Also pro Punkt Schaden von diesen 100%, die er hat, bekommt man gerade über, wenn man ihn anfängt zu zerstören. Das ist natürlich fürs Aufsteigen für gewisse Leute natürlich um einiges einfacher, wenn sie nicht so gut sind. Wäre es eben lohnt, wenn es halt den Panzer nicht bis zum Schluss kaputt machen können. Wiederum braucht der Panzer jetzt mit der ersten Ausstattung von Raketen vom Helikopter um einiges mehr und das Nachladen geht auch länger als im Battlefield 3. Dafür gibt es nachher die neuen Perks für den Helikopter. Es gibt wirklich so Smart-Raketen. Und ich freue mich schon, wenn ich die dann freigeschaltet habe. Die denke ich sowieso ein Gameplay machen, nur vom Helikopter, weil der hat so viele gute Perks und so viele coole Sachen, dass man zum Beispiel eine Tarnung auswählen beim Helikopter, finde ich auch saumässig geil, dass man da wirklich individuell seinen Soldat oder besser gesagt auch noch seine Fahrzeuge kann gestalten, ist der absolute Hammer. Ja, wir kommen hier langsam zum Ende. Es sind noch 11 Gegner, die die Blumen von unten sehen oder den Grabstein abgeben. Apropos Grabstein, fallen mir da andauernd Ideen ein, wenn ich einfach so Freestyle rede. Und zwar kennen wir das ja, wenn man im Nahkampf geht, kann man ihn ja so von hinten stechen und weiss nicht was. Da ist jetzt die neue Möglichkeit gekommen, dass man sich wehren kann, dass man den Angriff kontern kann. Und das ist auch wirklich etwas, also wenn man mitten im Gacko innen ist und es sind irgendwie 4 Gegner da, man bringt 3 Leute um und einer kommt von hinten und man denkt, nein, den hätte ich doch genau noch gebraucht, wäre wirklich cool gewesen. Wenn man dann wirklich genug schnell ist, kann man Kreis drücken, es blendet schnell auf und dann kann man es kontern. Ist natürlich, ich finde es fair, weil es ist recht schwer in dem Moment noch schnell Kreis zu drücken, vor allem wenn man es nicht so oft macht. Ist am Gegner, der einem erstechen will, eine gute Chance geben, dass der andere das verpasst. Und ja, das wäre eigentlich Battlefield 4 gewesen, Score System da immer noch das gleiche. Man steigt meiner Meinung nach ein bisschen schneller auf als im Battlefield 3, halt vielleicht eben wegen den Zusatzpunkten, die man bekommt. Ribbons gibt es auch ganz viel. Schnell 6980 Punkte gemacht und wir sehen es hier 21:7. Das war Battlefield 4 gewesen. TDM. Hat mich gefreut, habt ihr zugelassen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal bei Battlefield 4 oder natürlich bei COD Ghost. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss zusammen.